Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du hier bist. Gedanken am 18. März 2020. Es gibt nur noch ein Thema. Es gibt kein anderes mehr. Alles wird nicht mehr gesehen, was gemacht wird, was getan wird. Die Realität ist eine andere, als die Massenmedien euch vorgeben. Die Realität besteht nicht nur aus Corona. Und vor allem besteht sie nicht aus der Angst vor Corona. Das ist die größte Illusion, das Werkzeug, das die Macht immer, aber immer benutzt. Und sie hat euch voll am Sack, aber voll. Die Städte sind leer, ausgefressen. Straßen leer, vielleicht 10 Knöpfe noch im Bus und so. Die Menschen isolieren sich. Sie müssen, sagt der Bundesrat. Und werden dann den Hintergrund mal beschaut, der sieht sehr schnell, dass dieses Gigakonstrukt Gaga ist. Es ist in der Zeit, die jetzt ist, ganz entscheidend, in der Ruhe zu bleiben, keine Angst zu haben, sich gut zu tun, sich jeden Tag mit einer Freude beschenken. Das ist wirklich von Bedeutung und das erhält gesund. Die Situation, die wir heute haben, ständig täglich noch mehr angesteckte Corona-Opfer, bla 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 bla, positiv getestet, das hätten wir eigentlich alle Jahre, seit Urzeiten. Die Natur, die wächst, die entwickelt sich, wie wir auch. Von Generation zu Generation ist unsere DNA anders. Und so verhält es sich auch mit den Erregern, mit den zum Beispiel Influenza-Erregern. Und Corona ist einer dieser, die es ja schon, weiß der Gucker, wie lange es schon gibt. Hätten wir letztes Jahr, vorletztes Jahr getestet, wären wir mit den Tests auf höhere, viel höhere Ergebnisse gekommen. Das ist ein Märchen, das hier aufgetischt wird. Das ist ein Wirtschaftsvirus. Das ist es. Ein Diebstahl, ein gigantischer Diebstahl der Pharmaindustrie. Einmal mehr. Und was hier abgeht, ist die Zerstörung sämtlicher sozialen Strukturen, wirtschaftlichen Strukturen. Alle KMUs hier in der Schweiz bekommen Probleme, außer sie sind wirklich seit Jahrzehnten gut aufgestellt und können ein halbes Jahr durchhalten. Ansonsten können sie sich abmelden. Die Ärmsten, jene, die nicht mal Geld mehr haben zum Essen, können in der Schweiz an verschiedenen Orten oder Städten Tischlein deck dich oder Caritas oder so, ja, nutzen. Sie bekommen dann für einen Franken zum Beispiel eine ganze Tasche voll Esswaren, können sich's aussuchen. Das wurde jetzt hier abgesagt. Die Armen, die kein Geld haben, im Supermarkt Essen zu kaufen, die können jetzt nichts mehr holen. Nichts. Es gibt keine Lebensmittelmarken oder sowas. Nee, haben wir nicht. Die Ärmsten der Armen trifft es wieder als die Ersten. Die Kultur oder die Kulturszene, die Kunstschaffenden, in welchem Bereich auch immer, trifft es auch wieder als die Ersten. Und das sind genau jene, die eigentlich Antworten hätten, die auch sehen, an was es liegt, was man anders tun könnte. Es sind immer die, die zuerst
das Feld verlassen müssen. Und das ist seit Jahrhunderten so, nicht erst seit heute. Wer ein bisschen dahinter schauen will, der schaut sich mal Beiträge an, wo er heißt Wolfgang Wodarg, aussagt. Das ist der Seuchenexperte, den die Welt überhaupt hat. Der hat wirklich eine Ahnung. Der weiß, wovon er redet. Ich bin nicht der Fachmann in diesem Sinne, doch ich weiß einiges. Ja, dieser Mann erzählt dann auch was von einem Vertrag, den die Pharmaindustrie so quasi, oder die Oligarchen, mit der WHO gemacht haben. Wann können wir eine Pandemie ausrufen? Wie können wir das und was haben wir dann zu tun? Ja, er erzählt das sehr gut. Dann kommt hinzu, man erinnere sich an den Oktober 2019. Da fand bei der WHO eine Übung statt, eine Pandemie mit 65 Millionen Toten. Ja, die Finger im Spiel haben die üblichen Weltenretter, diejenigen, die die Menschheit derart krass reduzieren wollen, dass wir vom Genozid reden müssen. Es geht gar nicht anders. Das sind Gates, Clinton, Soros etc. BlackRock hockt da auch mit dabei. Und die Pharma ist wie immer, wie die Waffenindustrie auch mit im Boot. Und jetzt, was gegenwärtig passiert, global eigentlich, ist ganz krass. Also es wird überall in den Parlamenten werden Budgets durchgeboxt, Kosten gut gesprochen und folgt dem Geld, folgt dem Geld. Und ihr werdet selber sehen, welche Kassen wieder gefüllt werden, auf welche Kosten schon wieder. Es sind immer die untersten Schichten, die noch alles verlieren. Und jetzt wird die Mittelschicht derart reduziert, dass wir dann wirklich 2-3 Millionen arme Menschen haben, schlussendlich. Jetzt haben wir schon 1 Million, bei 8 Millionen Einwohnern. Krass, oder? Ja, kommt hinzu, passt ja auch sehr gut. Lagarde ist ja nicht irgendwo auf dem Stuhl in der EU, hockt ja zu oberst fast, oder? Lagarde sagte letztes Jahr öffentlich, wir müssen unsere Alten loswerden. Und wie bringen wir unsere Alten am besten los? Nee, nicht mit Corona. Mit Angst. Alle, die schon geschädigt sind, biologisch schon Lasten haben und älter sind, kommen in die Angst, in die Todesangst. Das braucht es alles nicht. Es ist nicht gefährlicher als in anderen Jahren. Ganz bestimmt nicht, liebe Leute. Ganz sicher nicht. Das ist ein derart riesengroßer Fake und nur dafür da, um Kassen zu füllen, um Macht zu etablieren. Wir haben einen Bundesrat, der entweder selber nicht merkt, dass er manipuliert wird, oder das Stillschweigen zulässt, oder zu feige ist, es öffentlich zuzugeben. Ja, alle 3 Dinge da sind nicht wirklich förderlich. Wir haben Lobbyisten in Bern und die zahlreichsten kommen aus der Pharma. Und dann wird gedrückt und geredet. Diese Lobbyisten haben in der Zwischenzeit ziemlich viel Macht bekommen. Wie viel das da hinten durchläuft und ob überhaupt, habe ich keine Kenntnis. Was allerdings auch nicht offen ist und hinten durchläuft, sind die Gespräche, die Abmachung,
die getätigt werden. Die werden getätigt ausschließlich mit der Pharma dann. Und nicht mit irgendwie dem Naturarztverband oder Naturmedizinverband oder sowas. Nee, geht nicht. Pharma, 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 Pharma. Giga ist Gaga. Das kann Ihnen jetzt auch mal den Hals brechen. Und das wäre wirklich mal die Zeit dafür. Es ist unglaublich, diese Existenzen, die nun verloren gehen, dass einige wenige in dieser Welt wieder ihre Kassen füllen können. Das ist ein Wirtschaftsvirus, glaubt es mal. Prüft es selbst. Ist auch wieder amerikanisches Wahljahr. Prüft es selbst. Es sind die Chinesen und die Amerikaner. Und prüft doch mal selbst, warum denn in Afrika fast keine positiv Getesteten sind. Oder in Südamerika. Oder so wenige in Nordamerika. Oder Russland. Oder warum, dass die Chinesen jetzt auch fast keine positiv Getesteten mehr haben. Außer die, die ins Land kommen. Weil sie nur noch an der Grenze messen. Und im Land nicht mehr. Und wir sind jetzt eingedeckt worden mit den Tests, die wir in jedem Jahr hätten durchführen können und dann auf dieselben oder noch stärkeren Resultaten gekommen wären. Aber in den Jahren niemals eine Pandemie ausgerufen wurde. Wir haben 500 Millionen Grippekranke jedes Jahr. Ja, und dann halt in der Spitze mal 600.000 Tote davon. Wir sind weit, 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 weit entfernt davon mit dem Corona. Ich sage nicht, dass es keinen Erreger gibt. Kann ja sein, dass es den wirklich gibt. Den speziellen Corona. Aber es ist ja immer speziell, wenn man etwas neu testen will. Dann ist es neu, ist speziell. Nein, wir hatten das all die Jahre schon. Und es ist nicht schlimmer. Verdammt nochmal, echt. Wirklich, wie einfach ist es, euch über den Tisch zu ziehen. Wie gesagt, ich verlinke die Beiträge von diesem Spezialisten unten in der Videobeschreibung. Und ich weise euch nochmal darauf hin, es ist das Wichtigste überhaupt. Bleibt, egal was die da tun, in der Ruhe. Artet nicht aus, es ist nur zu eurem Schaden. Wenn denn. Die Militärs, die stehen bereit. Die stehen bereit. Nicht nur die Sanitätsbataillone. Nee, auch die anderen stehen bereit. Die Kantonspolizei hat die Weisung vom Bundesrat erhalten und die Erlaubnis erhalten, wenn sie Probleme bekommen und soziale Unruhen etc. und so, dann können sie die Armee anfordern. Die steht zur Verfügung. Das wurde öffentlich an der Pressekonferenz im Bundesrat mitgeteilt. Vor 3 Tagen. Bleibt in der Ruhe, löst euch von der Angst und macht euch klüger, indem dass ihr wirklich den Informationen nachgeht, sie prüft. Und dann seht ihr, was da für ein kriminelles Spiel im Hintergrund ist. Es braucht das nicht, dass wir da einfach blind mitmachen. Wir können auch in der Isolation, wenn man uns nach Hause schickt, arbeiten, uns zusammentun, vernetzen. Solange dass wir das Netz haben, können wir das tun. Und in dieser Zeit finden wir auch Wege, dass wir das tun können, würden wir es nicht mehr haben. Wir finden die Wege. Wir brauchen nun wirklich das Bewusstsein, dass ein Wechsel, ein Change wirklich möglich ist, dass wir damit anfangen können. Wir brauchen mindestens jetzt per sofort als Notsituation ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen hier, die nicht über 100.000 oder so verdienen. Brauchen wir. Wegen den Familien, wegen den Armen, wir brauchen das. Das muss per sofort geschehen.
Wenn dieses Konstrukt auferhalten, also nicht beendet wird, brauchen wir das. Dann kommen wir darum nicht herum. Geht nicht. Befreit euch von den Ängsten, macht keine Hamsterkäufe, macht euch klüger, zum Beispiel über Wildkräuter, bringt euch viel mehr. Und tut euch den Gefallen, fastet. Es ist Frühling, es ist die Zeit dafür. Entgiftet euch, tut euch Gutes, beschenkt euch jeden Tag. Gebt euch jeden Tag mindestens einmal eine Freude.